Letzte Probe vor der Premiere im Lübecker Theater. Auf dem Spielplan steht Odysseus, eine Oper für Kinder ab 6, für ein besonders anspruchsvolles Publikum also. Sirenen? Was weißt du über Sirenen? Die große Oper ist zu lang für Kinder. Natürlich muss es kürzer werden. Es ist nicht immer eine Handlung, die für Kinder passt. Also auch da gehen wir sehr stark ran und verändern die Handlung. Es muss auf jeden Fall gut ausgehen. Das ist auch nicht bei jeder Oper gegeben. Es muss, finden wir, einen wirklichen dramaturgischen Bogen haben, der für die Kinder nachvollziehbar ist. Es sollte auch ein bisschen was mit ihrer Wirklichkeit zu tun haben. Und es darf auf gar keinen Fall langweilig sein, was da auf der Bühne abgeht. Ist es auch nicht. Für ausgedehnte Arien haben diese Opernhelden gar keine Zeit. Odysseus und seine Gefährten sind schiffbrüchig und müssen gefährliche Abenteuer bestehen, wie die Begegnung mit den menschenfressenden Zyklopen, die hier als komische Kühlschränke daherkommen. Ja, und welch eine Frau! Wer hat hier denn so geweint? Ja, wer war die arme Sau? Die böse Circe kann zwar saumäßig gut zaubern, aber niemand muss sich vor ihr fürchten. Odysseus ist schlau und am Ende geht natürlich alles gut aus. Hier hat man ja jetzt den großen Vorteil, dass es keine zusammenhängende Oper ist, die wir spielen wollten, sondern dass halt klar war, wir haben eine eigene Schwerpunktsetzung, eben nicht nur die Reisen des Odysseus, sondern einfach auch das Thema des Fremdseins und des Irgendwoseins, sodass man wirklich überall das Beste rausnehmen konnte. Und das hört man dann ja auch. Es sind Madrigale von Monteverdi dabei, die man sonst auf einer szenischen Produktion eigentlich nie hören würde. Gesang, Musik, Bühnenbild, Kostüme, fast wie in der klassischen Oper. Jedoch einfacher, damit die Produktion mobil ist und zum Beispiel an Schulen gezeigt werden kann. Aber eines gibt es hier natürlich auch: ganz großes Drama. Musikalisch reicht der Bogen von Barock bis modern. Manches wurde neu hinzukomponiert. Bei jeder Theaterproduktion, finde ich, steht Musik im Dienste der Bühne. Und sie muss funktionieren und sie muss für ein gewisses Publikum funktionieren, was man da hat. Und wenn man für Kinder schreibt, heißt es nicht, dass man sich seelisch flacher macht oder reduziert, aber dass man sich dem etwas kürzeren Atem und etwas anderen Sicht etwas anpasst, was die Kinder haben. Singen mit Penelope und Schauspielern mit Odysseus. Mitmachen gehört in der Taschenoper immer dazu. Wer weiß, vielleicht ist diese erste Opernerfahrung der Beginn einer lebenslangen Freundschaft.